Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Lufia auf Pelzig hier im idyllische Kumabi. Ich will auch mal in die Tempel in den Norden, da ist bestimmt was los. Ja, das sagst du jetzt, in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ob in dem Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt? Ja, gucken wir doch mal. Ich glaube, mit denen habe ich alle noch nicht gebabbelt in der letzten Episode. Warum sollte Überwesen sich gerade den Tempel ausgesucht haben? Ja, manchmal sind die Wege unergründlich. Vor ein paar Tagen habe ich ein seltsames Paar zum Nordtempel gesehen. Gleich den Ort ist das mysteriöse Licht. Guck mal. Falls ich es übers schon mal gemacht habe, soll tut's mal nicht, wenn das jetzt doppelt hört. Ich wollte zum Tempel, aber es hat so viele Monster gegeben. Ja, enorm gute Zauber habt ihr hier, so. Fokus. Ja, okay, das war der Quatsch, genau. Zieh den Gegnern MP ab. Nee, lass mal was. Sei Vitales. Weckt die Freunde auf. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich großartig verpasst. Dann hier Arnett. Licht wurde vor ein paar Tagen im Tempel gesehen, fast wie zu Silvester war das. Und du aber, Tempel war nie bewohnt, Auftauche vom Licht, Monster, Pipapo. Haben wir hier irgendwas Schönes gefunden? Die Klingenrute, das Multischwert. Immer noch besser als der Multiknecht. Okay, ansonsten sieht das relativ ordentlich aus. Habe jetzt auch nochmal erfahren, übrigens, ich habe jetzt einfach nochmal nachgeguckt bei der Kapselmonster. Der Hansel, der braucht auf oberster Stufe tatsächlich erst die Mondfrucht. Das heißt, ich kann ihm ruhig mal zur Feuerfrucht 2 mal geben. Die scheint er wohl ganz gut zu mögen, aber sonst war es das auch. Und dann lassen wir es mal gut sein. Feuerfrucht heben wir auf jeden Fall uns noch auf. Damit wir generell auch nochmal von jedem Stückel was haben. So. Hier holen wir doch gleich mal rein. Nordtempel Kumabi, da hockt der Para. Ich habe gutes Gefühl, bitte seid vorsichtig, wenn ihr geht. Immer doch. Oh, Löwe. Dich kennen wir doch noch vom Berg des Aurabaums. So soll das nicht sein. Vielleicht mal mit der Chaoskralle drauf und die Chaosbombe hinterher, weil er so wicht ist. Und gib ihm. Ekelhafte Bestien. Ziehen mal ein bisschen zu viel ab, die Mistviecher. Okay, zum Glück halten sie auch nicht so viel aus. Oh yeah. Gut. Als Endgegner-Version waren sie etwas stärker. So. Apropos stärker. Ich glaube, das kann die ganze Runde hier gerade ganz gut verkraften. Okay, da brauchen wir dann hier die Bombe. Die macht nämlich so ein bisschen hier das Gerümpel frei. Und hier glaube ich aber nicht, ne? Nö. Okay. So und so haben wir die Bergschild. Was bist denn du jetzt für ein Neier? Du bist der Ammonia. So. Ja, die sind nicht nur früh dran, sondern auch sackenstark gegen unser Kapselmonster. Okay, drauf unter Wetter. Die Karte zieht zumindest relativ viel ab. Und weiter drauf. Als nein, der hohle Kopf. Koma-Ball. Wie sieht's denn bei dir aus? Frischst du sowas gern, Koma-Ball? Nö, anscheinend nicht. Nö, sonst haben wir aber nichts mehr, was wir dem verfüttern könnten. Okay, als drauf. Auf der Löwe, der vorne steht. Ja, auf hier mit deinem Satans, bist du Knetkopf. Natürlich, ich könnte genauso gut sagen, mach weiter. Mistviecher. Gut, das sollte eigentlich ausreichen, um den zu Killer. Jo. Dann ist der in der innere billige Plätze dran. DK, machen fertig. Gut. Dennis war los. Maxim hat noch ein Level gekriegt. Gut, Guy ist auch wieder so weit auf dem Damm. Und weiter geht's. Immer schön weiter gegen die Ammonia. Ich muss gerade mal gucken, das sind ja Wasserkreaturen an sich. Wäre Blitz hier die logische Entscheidung. Schauen wir einfach mal.
Ja, zuerst sind die wieder dran, die Biester. Schade, dass wir nicht so schnell sind. Aber so stark sind sie jetzt glücklicherweise auch nicht. Gucken wir mal. Achtung, ob meine Theorie funktioniert. Ja, das scheint sich zu bewahrheiten. DK macht den jetzt platt und dann brauchen wir nur noch körperliche Angriffe. Dann müsste das eigentlich auch erledigt sein. Hätte auf... Oh nein! Das war ekelhaft. Das war richtig ranzig gerade. Okay, noch so ein hässlicher Koma-Ball für uns. Und Selan, mach doch mal hier und noch einmal. Alter Falter. So, hier sind noch Hunde. Bluthund. Hallo, Sandor Klegan. Also drauf mit euch. So, der schlacht sich natürlich wieder direkt. Der sucht sich natürlich wieder direkt in die hintere Reihe raus. Muss ja so sein. Warum sind die alle schneller als ich, die Scheißviecher? Jetzt mal ohne Witz. Okay, gucken wir mal, was das bringt. Vielleicht kühlt es ihr Gemüt als Bluthund ein bisschen runter. Oh, ja, stabil. Gut. Und perfekt. Zumindest für Gordo noch ein Level. Hier ist erstmal nichts. Das heißt, ich brauche erstmal hier wieder die Dinger, damit ich mich rüber haken kann. So, genau. Dann so und so. DK-Schwert gefunden, ja geil. Holen wir uns doch natürlich. So, uiuiui, DKs mächtiges Schwert. Todeskuss. Die KP des Gegners werden um die Hälfte reduziert. Alter. Ja, natürlich, sofort, wenn das seins ist, dann kürzer ihm. So, was ist da los? Hier geht's ja irgendwo hier. Geheimgang for the win, oder wie schaut's aus? Nö, sieht denn aus, als wäre hier irgendwas, oder? Nee, ich check aber trotzdem nochmal lieber je die Wand. Weil sicher ist sicher und so. Nö. Okay, dann halt nicht. So führt uns definitiv nirgendwo hin. Na gut. Schade eigentlich. Wie sieht's denn du aus? Nö. Der bringt uns auch nicht weiter. Okay. Dann... Ja, irgendwas brauchen wir aber trotzdem hier, ne? Ah! Ja, probieren wir es nochmal so lang durch damit. So. Löwe. Komm her, du Lannister. Wenn wir schon im Game of Thrones Thema hier sind. Schauen wir mal, was DK jetzt an Schade macht, wenn er, nachdem er jetzt über 100 A-Griff mehr kriegt hat. Ich bin sehr gespannt. Und jeps. Okay. DK. Okay. Nicht schlecht. Ist derzeit unser stärkster Dummkopf-Kämpfer natürlich. Wie es mir hinterher rennt. Die Medusa, flankiert von Drachoras. Haben wir gleich mal einen Donnerschlag. Ihr kriegt gleich mal hier was präsentiert. Du drauf und du do drauf. Ah, du hauch da mal einer. Dann hauch mal einer raus. Ja, nicht schlecht. Okay. Schauen wir mal, wie es denn 2 abzieht. Ja. Stabil, aber nicht besonders gut. Und DK ist mal wieder der langsamste. Okay, gib ihm. Das hat gereicht. Jetzt brauchen wir nur noch etwas, was gegen die Vergiftung noch vorgeht. Wenn wir es dann ins Gegengift, da ist es doch. Wenn wir schon dabei sind, machen wir einfach nur mal Runde Stärke auf alle und hier drauf. Außer Gordo macht jetzt hier den Multi-Kill. Nee, doch nicht. Gut. Dann wird erstmal geheilt. Und dann können die 2 Dummköpfe nochmal drauf kloppen. Jo, gut. Perfekt. Und weiter geht's zu der Ammonia wieder. Und eine Bohrmuschel ist bei ihnen. Alles klar. Hast du 8 Blitz? Sieht nicht so aus.
Dann sei du doch mal so gut und mach Blitz auf den hier. Du schlägst nochmal dort drauf und du eventuell auf die hier. Oder auch eventuell nicht auf die hier. Schauen wir mal, wie viel das hier abzieht jetzt in der hinteren Reihe. Immer noch gut genug, um das Vieh zu killen. Geil. Gib ihm. Kraft des Dummkopfs. Plus 5. Und der Bluthund machen wir auch noch platt. Ja, sehr schön. Ich greife sogar zuerst an. Geiler Scheiß. Die sind jetzt schon in der ersten Runde platt. Ich kann einfach mal nicht singen. Halt der Rhythmus gar nicht. Das war, glaube ich, hier die Geschichte, genau. Und runter, also einfach mit dem Schwert draufschlag auf die Statuen. So, eine Medusa. Ja gut, die sollten wir knacken können. Dann nichts wie her mit dir, Vieh. Ja, okay, sie greift zum Glück nur A und macht keine hässliche Zauber. Die ist aber relativ resistent gegen physische Angriffe, wie ich so sehe. Na, scheiße. Der Jurahahn. Alles klar, so sieht er auch aus. Ich würde ihn jetzt eher mit Sleepy Hollow in Verbindung bringen, aber okay, da ist es halt der Jurahahn. Und weg mit ihm mit seinem ekligen Kopf. Super. Okay. So. Löwentatze gefunden. Aller hopp. Dann schauen wir doch gerade mal, wem das was bringt. Mächtigste Tatze aus der Welt der Tiere. Und es bringt das Satansbiss. Ja, sau gut. Okay, das Ding gebe ich jetzt eher mal Maxim, weil es für ihn nur Vorteile hat. Für Guy nicht unbedingt. DK profitiert von dem Ding eigentlich auch nur. Okay, dann machen wir es mal so. Jupp. Jupp. Als weiter. Oh, okay. Warte mal. Kriegen wir ach hier. So. Genau. Gut, da brauchen wir wieder ein bisschen was an Bomber. Und hier sind noch so ein paar... Da ist noch so ein Freak hier übrig. Den machen wir auch noch platt. Der Wutschädel. Nichts mehr drauf. Der ist schon so unwahrscheinlich hässlich. Von solch grimmer Hässlichkeit. Den muss man doch von seinem Dasein erlösen. Wie was? Gefällt mir nicht. Wie der Dummkopf ist verwirrt. Gefällt mir auch nicht. Er trifft wenigstens. DK erholt sich. Sehr schön. Gucken wir mal, dass wir den Freakosaurus noch erlegt kriegen. Ja, irgendwas bei Geistattacke scheint falsch zu sein für die Viecher. Gut, dann drauf. Okay, wir haben 2 Löcher in der Wand sogar. Muss ich wahrscheinlich sehr schnell. Das hier. Genau, jetzt gehen die Stachel runter und hier der Weg weiter. Okeli, perfekt. Da ist auch schon direkt der Speicherpunkt. Das geht ja fix hier. Aus Kumabi raus. Erstmal auf den Troll. Der kann es vertragen, der Widerling. Wir gehen dort drauf. Die Trolle stehen nicht so auf Hitze. Und der Rest kümmert sich um die Drachoras. Weil ich glaube, der Troll dürfte man damit eigentlich relativ gut knacken. Jo, sieht gut aus. Und die Drachlinge, die machen wir jetzt noch manuell fertig. Sehr schön. Multischwert, geil. Hat es zufällig schon jemand? Nö. Bringt doch nichts. Okay, gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, für dich gibt's Futter. Koma-Ball, den Table willst du, kriegst du Kürbisjuwel, der da so schmeckt. Ja, jetzt willst du natürlich wieder haben. Langschwert darfst du noch haben und das Multischwert darfst du auch noch haben. Okay. Dann ab auf Dracho, wobei eigentlich schon auf Drachoras. Wir probieren unser Glück mit Blitz und okay, das war stabil. Die sollte jetzt hinüber sein.
Ja, definitiv. Der Zauber wirkt auch so anscheinend sehr gut bei ihr. Los, Dummkopf-Punch. Sehr schön. Okay. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir können nur noch aber. Oh, die Musik verheißt wieder Übles. Dreimal dürfte er mal wieder roter. Beim letzten Episode, wo er vorkam, habe ich es 8 geschrieben. Immer wieder Idura. Jedes Mal, wenn ich etwas vorhab, habt ihr mir dazwischen gefunkt. Jetzt kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Wo babbelst du dann, du Dummkopf? Mein Meister Amon wird mir nie mehr verzeihen. Amon? Er ist einer von den 4 Höllefürsten, der Herr des Chaos. Er hat mir mal vertraut. Und dank euch habe ich das Vertrauen verloren. Ich habe nichts mehr zu verlieren, aber ich kann nicht Hilfe lassen, sagen auf Wiedersehen. Okay, komm mal her, du rosa Rüstling. Idura. Sein Ruf ist jetzt anscheinend vollkommen ruiniert. Aber uns muss das ja nichts angehen. Ist uns eigentlich relativ latte. Ja, sehr weise Gordo. Deswegen hauen wir jetzt nochmal alles raus, was an solcher Attacke möglich ist. Okay, das bringt hier nichts. Ich sehe es kommen, dass Maxim Helfer auf Seelan machen muss und falls sie das Ganze überleben sollte, auf sich und Maxim und Guy. Haut drauf, haut drauf. Ja, ich war, glaube ich, richtig in meiner Annahme, dass Seelan die Runde nämlich packt. Warum zieht Guy nur so wenig ab? Was ist denn los mit dem Blödmann? Okay, ich brauche stärker auf die 2 und ich brauche stärker auf die 3 noch einmal. Dummkopf! Machen wir Tempo hoch von DK. Und DK, was ist das nochmal? KP werden vollkommen aufgefüllt. Haut drauf. Was hat das mal Schönes dabei? Ich glaube, das ist wieder der Multiknecht. So. Wir heilen uns jetzt erstmal alle schön hoch. Damit der Blödmann uns nicht mehr allzu sehr machen kann. Gut. Offene Wetter und es ist der Harlekin. Okay. Eventuell hat aber der ein bisschen mehr Glück und Quatsch, macht er nicht sowas DK. Wir gehen einfach mal so drauf. Okay, Scheißendreck. Das war gut. Das war echt gut. Das war weniger gut. Und das war sehr gut, DK. Okay, drauf und Wetter. Du musst hier euch Unglücksrache nochmal heilen. Ich glaube, das war für Seelan nur wieder Gnadenstoß. Jo, natürlich. Folgendes. Helfer. Du heilst mal den Dummkopf und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, gut. Hoffen wir mal, dass DK nicht allzu viel Schaden in der eigenen Reihe robbt. Ja. Ihr. Okay, wir heilen uns alle. Geil. Du machst jetzt mal der Heilsirup auf Maxim. Oh, geil. Oh, geil. So. DK, rotz bitte auf Idura. Oder auf dich selber, Blödmann. Ja. Gut, so richte er wenigstens nicht allzu viel Schaden an. Wir machen mit Maxim stärker auf die Idiot, auf die fröhliche Bande. Und dann machen wir den anderen auf DK. Und DK machen wir den Oberdummkopf und haut dort drauf. Idura, du Arschgeig, verdammte Scheiße nochmal. Dass der ständig unser Leute hier verwirren muss, es ist ätzend. So, na klasse. Okay. Geiler Scheiß. Truffende Wetter. Okay, du kannst schon besonders viel machen. Natürlich sind die 2 stärksten Typen ständig verwirrt. Das kotzt mich ja.
in der Runde nervt Idura ziemlich, wie ich finde. Okay, gut, wenigstens hat es ihn getroffen. So, das geht an euch zwei Hornochser. Ja, machen wir lieber den Idura-Donner, der ist nicht allzu schlimm. Alter Falter, der geht mal in der Runde immens auf die Kletz, der Kerl. Oh, scheiße. Verwirrung ist halt echt der ranzigste Zustand, den es gibt. So. So. Und du probierst jetzt einfach mal den Todeskuss bei dem Scheiß-Typ. Okay, Verwirrung bleibt. Heilung kommt, dann kann Guy nicht mehr allzu viel Schade reißen. Bei uns zumindest nicht. Ja, ja, hau auf dich selber, das ist gut so. Huah, geil. Er hat nämlich viel. Wenn das die Hälfte war, hat er nämlich viel. Seelan, Truff und Wetter, Guy. Chaoskraller ist, glaube ich, auch für starke, für fliegende Gegner, okay. Und DK wieder Truff und Wetter. So, er hat auf jeden Fall nämlich viel. Nur noch knapp 700. Also nutzen wir das doch gleich mal und hauen wir so richtig auf die Kacke hier bei dem Typ. Dann brauchen wir wieder die zwei Knödelköpfe. Oder ja, machen wir mal die zwei das mal. Ja, ruf du ruhig Verstärkung, du Hanebambel. Ist mir gerade egal. Rufende Wetter. Das ist jetzt, glaube ich, auch so der letzte Kampf gegen Idura. Ja, der scheint sich irgendwie hoch zu pumpen an Verteidigung, der Typ. Wir machen mit der Chaosbombe drauf und versuchen einfach mal Schade auszudehlen, wo wir nur können. Scheiße. Okay. Solange DK jetzt wieder einer von unseren Leuten ergreift. Zum Glück Guy mit der höchsten Verteidigung. Okay, wir gehen auf der Harlequin. Und DK ist wieder bei Sinne. Sofern man von dem Typ irgendwie bei Sinne sprechen kann. Oder von bei Sinne sprechen kann. Okay, das Vieh ist platt. Maxim, es bleibt mir nichts anderes übrig. Guy, Chaoskraller, Dummkopf drauf. Boah, allmählich wird's knapp. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt relativ schnell geknackt, den Mistkerl. Ja, okay. DK, bring es, reiß es einfach. Ja! Geil. Zauberfrucht gibt's auch oben drauf. Seelane Level, geil Level. Boah, das war jetzt echt eklig, der Kampf. Ihr, wenn aus dem Tempel nicht entkommen. Gut. Aber ich jetzt sage, liebe Leute, da wir jetzt schon bei 23 Minuten sind, ist das eine Sache, um die wir uns übermorgen kümmern. Bei Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.